Aber sie können nicht mit leben, dass Gott kann und aber nicht tut. Ik wil een Satz von der in den Horten brengen. Und das ist ein sehr einfacher Satz, aber ein sehr deutlicher. Besonders wenn wir da ein bisschen darüber nachdenken, das ist sehr, sehr wichtig in uns Leben. Und das ist der Satz, ich gehe nicht nach Haus. Ich würde gleich, wenn die da würden mit mir sein. Ich gehe nicht nach Haus. Kann ihr das mit mir sein? Ich gehe nicht nach Haus. Noch einmal. Ich gehe nicht nach Haus. Noch einmal, bitte, Leute. Ich gehe nicht nach Haus. Und in 1996, dann trocken Lorna und ich mit unseren 2 Jungs von Manitoba 3 in Ontario. Ich war 3 Jahre in der Schule gewesen und nu trocken wir 3 in Ontario. Und wir fangen in Ontario in die Kirche an. Dort dürfen wir dem Straffordville EMC Kirche. Some von uns sind bekannt mit der Kirche. Aber die Begebung oder die Erfahrung, dass wir bei mir im Bett so, dass sie haben mich ab Meeren abgenommen und da rausgeschmissen und nu schwamm die schon so. Und ich kann nicht schwammen. Und so, das war eine sehr schwere Zeit für mich, das war sehr overwhelming für mich. Und dann kam ich sehr leicht in mein Leben. Und einen Tag ging ich in Tilsonburg durch ein Mall. Und zu der Zeit wir in einem Mall in Tilsonburg, wenn ich schwanz zu einem Haus habe, durch ein Mall, da wie ein Bäckerstuhl. Und ich sehe so einen Mensch, wenn ich wo hingehe und da ist ein Bäckerstuhl, da muss ich nicht hingehen. Wenn ich mein Leben dreht sich um Lesen und Studieren und so eine Dinge. Und so ich gehe einmal in den Bäckerstuhl schnell und nu hatten die da ein bisschen Gestalt, ein Stern, würde ich das sein. Und da haben die dann die neue Bäckerboom, die da rauskommen. Und da wie ein Buch, und der Titel von dem Buch, das hupst, so wenn das da raushupst, nur mich. Und der Titel sagt, Farewell to God. Auf Deutsch würde es sein, Adieu to God. Krijg so viel dat mee. I mean, dat fehlt alle am Groven te hebben. Und so ich kauf das Buch. Und ich las das. Das Buch wird geschrieben von einem Mann, der heißt Charles Templeton. Charles Templeton hat wie ein Evangelist in seinen jungen Jahren. Viele von Ihnen haben mal von Billy Graham gehört, nicht? Billy Graham ist bekannt. Charles Templeton und Billy Graham, sie schafften Taub als Evangelisten in ihren jungen Jahren. Und really wie Charles Templeton der Lehrer von ihren beiden. Aber er kam in sein Leben durch, dass er sagt, das gibt kein Gott. Und was dann durchbracht, dort wir, wenn sie reisen viel in der Welt rum und evangelisieren in andere Länder. Und dann sagt er Dinge in dieser Welt, und besonders einig, was er abnahm, dort wir das aschelte Kinder. Die müssen leiden, die hungern tot. Und so er sagt, das passt nicht taub, dass wir einen allmächtigen, liebenden Gott haben und dass Kinder dort hungern. Das passt nicht taub. Entweder oder, das gibt kein Gott, oder das ist ein schwacher, dummer Gott, aber nicht ein allmächtiger, liebender Gott. Das schafft nicht. Und so schmeißt das alle zu sehen, und er schafft für das ewige Part von seinem Leben, schafft er mit Proven oder mit Beweisen, dass das gibt kein Gott. Er wohnt in Toronto und er schafft in der Zeitung für viele Jahre, in Radio und TV. Wir hatten ja schon mal in Ontario in einem Magazin, das nennt sich Maclean. Und er war der Editor von Maclean für viele Jahre. Ich denke noch, einen Tag, ich fuhr Truck, ich war in Predigen, ich dachte, einen Tag, ich werde Truck fahren, ich fuhr durch Toronto und ich horchte eine Radiostation von Toronto. Und dann liegt Charles Templeton auf seinem Storbad. Und dann reden wir davon, dass Billy Graham wir ihm noch kommen besiegen. Aber ich weiß nicht, was er ever trainiert Jesus kam, aber er schafft seine Lebenszeit, nur dem, was er alle weiß, er schafft seine Lebenszeit, zum gegen Gott lernen, zum beweisen, dass er gibt kein Gott. Und so hat viel so eine Dinge dort getan. Ich hatte ein kluges Ding, der ich da tat. Und dort wird das geredet, ein anderer Predigerfreund von wo mir das ging, und ich redet von dem Buch, und ich weiß das Buch, und ich frage, ob er das Buch kann haben. Und so die fand some andere Männer, was mir dann haben geholfen, durch die Zeit in meinem Leben.
Aber weet je, euer Luther, bejehnst du wat in dein Leben, wat nicht sein wird. Du bejehnst wat in dein Leben, wat nicht so reich mit einem liebenden Gott passt. Und das ist in dem Moment, wo das wichtig ist, dass ich nicht nach Hause. Ich werde es nicht wahrschmieden. Das, was ich nu durchgeholt habe, nicht sein. Das passt bloß nicht taub. Aber das dann durch, wenn ich kann nicht da gerade ein Bild sein und Gott kann, aber wann wir sein und wann wir uns denken, dass Säuer an uns Hort nennen brennen, dass ich nicht nach Hause. Das kann uns halten in so Momenten, wo uns Leben nicht sein wird. Und so ich würde fragen, dass je noch einmal sein, ich gehe nicht nach Hause. Warum noch einmal taub sein? Ich gehe nicht nach Hause. Noch einmal, ich gehe nicht nach Hause. Vielleicht kannst du nicht verstehen, was passiert. Aber du hast die Grüße getäuscht, entweder an Gott, oder an die Kirche, oder an andere Menschen. Aber ich gehe nicht nach Hause. Und Johannes sagt, du hast Charakter in der Geschichte dort. Na, weet je, der Hintergrund von dieser Geschichte ist, dass Jesus 5000 Menschen gefeiert mit Brot und Fisch. Danach ist er nur seine Jünger gekommen mit dem Wasser. Das wissen die Juden vielleicht nicht, aber da sind Dinge passiert und die Juden, die hatten so sehr gleich, was da passiert mit dem Brot und Fisch. Und zum nächsten Tag dann segnen sie Jesus, aber der erste nicht mehr, sie ran Ramelek, am Galiläischen Meer, wie nennt das Meer, aber das ist ein naher Puddel, würde wir sagen. Und sie fingen Jesus. Und dann gibt es noch eine Erholung zwischen Jesus und den Juden. Und ich will nicht im Internet alle lesen. Die können dir in Johannes 6 lesen. Tust dort mal die lesen und dann stellt ihr mal vor, die sind und die horchen Ton und diese Erholung zwischen Jesus und den Juden. Hast mal in dein Leben, mit wem du redest. Und der ist so in seine Gleis fast, dass er kriegt, was du sagst, das jagt alles bei dem vorbei. Dann wird ja einmal sowieso, wir sind so vertieft mit meinen Video, ich sehe so vertieft mit meinen Gläs, ich höre nicht mal, was der Nächste sagt. Das kann einmal passieren in unseren menschlichen Verhältnissen, so in euch so, dass wir sind so festgefahren in unser Gläs, dass wir horchen nicht mal, was der andere sagt. Und das ist, was hier passiert. Die Juden haben ihre Gläser, Jesus hat eine ganz andere Gläser und er hat versucht, das taub zu knacken, aber das tut nicht. Und so in Johannes 26, und da kommen sie zu Jesus und sie sagen, wo bist du her, kommen sie nicht hin. Und dann sagt Jesus es das. Jesus sagt an, ich sage Ihnen ganz bestimmt, ihr seht mich nicht durchwehen, dass die Wunderteken sagen, aber willst die von das Brot gegeben und so geworden sind. Hier ist eine Frau. Wieso glaubst du an Jesus? Was ist Ursache? Na, weet je, einmal glauben wir an Jesus, wenn wir nicht verloren gehen. Jesus soll mir raten, ich will ewig leben haben, ich will nicht verloren gehen, aber ich will eins nicht mit ihm zu tun haben. Stellt ihr mal eine Eiche vor. Und so, ich kann es früh, aber ich gleich euch. Ich will gleich mit ihr taub sein, sie ist gleich eine wichtige Person in meinem Leben, aber sie soll für mich waschen, eten mir ein Haus besorgen. Aber das ist alles, was ich von ihr will. Ich kann mein eigenes Leben, ich kann mein eigenes frühes das werden, was immer das ist, aber ich will diese früh hier für die Beneficios, was mir gibt, aber nicht, wenn ich ein Liebesverhältnis habe mit ihr. Und das, was hier passiert mit den Juden. Weil Jesus sagt zu ihnen, und andere wieder sagt Jesus zu ihnen, die kommen nicht durch, wenn ich den Messias sehe. Die kommen nicht durch und hängen an, wenn die wollen mit mir Freund sind. Die kommen nicht durch und hängen an, wenn die wollen ein ewiges Leben von mir haben. Die kommen mir hängen an, weißt du, wo wir hin? Wenn wir ein Brot. Sie haben jeden Tag Brot gegessen. Und damals ist eine wunderbare Erfahrung gewesen. Aber nun kommen sie Jesus hängen an und stellt ihr mal vor, sie sind vielleicht ein bisschen armere Menschen. Und nun mal ein Mensch haben, der kann die immer Brot geben, die braucht nicht mehr schaffen gehen, oder die braucht nicht die durch waren im Leben, der wird immer jeder Tag die Brot geben, like dort, wo die Antragen sind, sogar für uns. Und das ist ihre Idee.
Und so Jesus sagt, ich komme nicht heran, wenn ich ein Wunderteken sah, und weil ich in das Umfang, in das Kontext, ein Wunderteken dient nur den Messias. Dort wie ihr prophezeit, dass er wird Wunderteken stehen. Als Jesus in Nazareth wir und von Jesaja verlos, was der Messias wurde, und dort wir really eine Prophezeiung. Und er sagt, das geht in die in Erfüllung. Aber dort sagen sie nicht, sie wollen Brot haben. Glas wie physisches Brot. Jesus in ein Glas wie jäseliges Brot. Wo gleichst du an Jesus? Bloß wenn diese Angst was nach Hause gehen? Aber eins wirst du in das Leben leben, like loop mich doch, sei mir nicht auf, ich will Charakter leben, das mir scheint geht, aber ich will an Jesus bleiben, ich will seilig werden. Jesus will weit mehr mit dir als dort. Keiner von ihnen will eine Eiche sein, was es dort schafft. Keiner. Vielleicht sind einmal Menschen das dort, aber keiner will das sein. Wohin werden wir mit Jesus das dort? Und so die Juden werden am nicht hängen, wenn er Messias wird, wenn er Gott wird, er wird Gott sehen, er kann nicht ewig leben, dem dort wird nur die Idee wird Brot. Und das kann einmal bei uns ein Problem sein. Und einige Menschen, die in Haus gehen, sind so, was gewisse Erwartungen gehabt haben von Jesus, und wenn er die nicht ausfallen hat, dann geht in Haus. Vers 27. Schaft nicht eten an, das nicht verkommt hat. So, das ist Jesus in der Glas. Schaft nicht eten an, das für das ewige Leben bleibt. Die Menschen sehen, was uns so geben will, das wird Gott, der Vater, mir geschickt hat. Und so kommen Jesus für physisches Brot. Einfach Brot und Butter, können wir sagen. Brot und Fisch. Aber Jesus will ein viel tiefer leben. Ich lasse eine Geschichte von Annie. Annie, sie was ab in ein christliches Heim, sie was ab in die Kirche, sie wie immer aus dem Kind als sehr verwickelt mit der Sonderschule und Luther in die Jugend, sehr verwickelt mit der Jugend und immer dein in die Kirche und sie wie ein Licht in die Kirche sozusagen. Und darum wird, dass sie ein Missionar sein, sie würden ein Nurse sein, und dann will sie aber aus einer Nurse dein, wo in ein anderes Land wo das Evangelium nicht so rief wird, und da will sie Gott dein aus einer Nurse Missionar. Und so sehe ich in der Schule für das. Du in der Schule, da traf sie Billy. Und als sie anfangen zu vertalen, dann waren sie an, sie hatten einen Salzchen drum. Billy will auch, er ging in der Bibelschule, in der Schule, er will ein Missionar sein, irgendwo in einer anderen Welt, wo das Evangelium nicht so rief wird. Und sie fangen an zu vertalen, sie fangen sich an zu gleichen, sie fangen an zu leben. Und sie waren engaged und sie wollten zu Glück graduieren, oder sie würden zu Glück graduieren. Und dann wollen sie meistens sich befreien, sie bereden einen Chastag. Und dann wollen sie auf dem Missionsfeld gehen, die ganze Schule wieder dahin, die Kirche wieder dahin, ihre Freunde wieder dahin. Und Menschen freuen sich für das junge Paar, wo die Hand gegeben für Jesus, und die würden Jesus stehen auf dem Missionsfeld, und da wird es ein wundervoller Eindruck haben über die Menschheit in der Welt. 4 Monate vor Graduation, dann fängt Billy sich an schlecht zu fallen, und immer schlechter, und schließlich fahren sie einen Doktor. Dann kommt der Trainer, der hat Blut gekriegt. Aber Annie ist ganz anders, sorry. Wenn sie ist abgewaschen in die Kirche, wo Glauben ist eine Kraft. Und wenn du Glauben hast, dann dass die Gebäude, was passieren wird. Und sie waren diese Krankheit, bloß Gebäude zu verluten. Und wenn sie hat zum Wunderbeleben erleben, sie und ihre Freunde waren mal auf einer Missionsreise von der Jugend uit, und sie hatten meine ältere Früh geredet, und die hat sich bekehrt, und sie beten mit der Taub. Ihre Mama hat Kräft, und die von Kräft geheilt, und so Annie wir ganz anders, sorry. Billy, da würden sie bloß wach beten, und dann wird durch. Und so sie beten, die Kirche beten, die Schule beten, andere Kirchen beten, Tausende Christen beten für Billy. Den Tag, was Graduation wird, dann begraben sie Billy. Annie wie so bitterlich getäuscht mit Gott. Sie schmettert alle zu sehen, und die schrieb, als er das schreibt, er sagt, von der ist Annie ein Atheist. Ein Atheist ist eine Person, die sagt, das gibt keinen Gott. Annie wie in ein Haus gegangen. Sie wie so ein Lächeln was in die Kirche, ihre ganze Abwurfsjahren, eine ganz starke Jugend, alles. Aber sie können nicht mit leben, dass Gott kann, und aber nicht tut. In welchem Lied eurer Luther, komm merken du,
bei dem Punkt in uns Leben. Und uns ist wichtig, gut in die Hüs oder nicht. Und so, ich gehe nicht in die Hüs. Ich kann es nicht verstehen. Ich weiß nicht, wohin Gott das hat teilgelassen. Wir haben auch so belebt in uns Leben. Wir menschlich nicht in uns von sein. Aber ich gehe nicht in die Hüs. Ich will Hausholen. Vers 28. Dann sehen sie an, was soll wir tun, um Gott seine Worte zu wirken? Jesus antwortet sie an, Gott sein Werk ist das, dass die und den glauben, den er geschickt hat. Und das ist really Jesus sein ganzer Punkt. Die wollen Brot, die wollen diese physischen Sehnungen haben, die wollen die Beneficios haben von der Frühhand, was für die Waschen und Rennen mit Hüs und Kerken, ebenfalls nichts mit dem zu tun haben. Und Jesus sagt, so schafft es nicht. Ich will ihnen raten. Ich will ihnen ewiges Leben geben. Vers 30, dann sehen sie an, was hast du für ein Wunderteken, dass wir dort sein und die glauben, was warst du dann? Dann wird das mir immer interessant. Mädel machen Wunders. Mädel machen Brot eten von 5000 Menschen mit ein paar kleinen Flaschen Brot. Mädel machen alle Hund Kranke heilen und bei sich erst trieben und Todes abwarten. Du magst, sagen sie, was warst du für ein Wunder da und dann wollen wir an die glauben. Was für ein Wunder braucht das in dein Leben, was du an Gott lässt? Und weißt du, wir haben einmal eine Idee von wo Gott was sagen und was er was tun. Gleich als Annie hat, er hat ganz klar, Gott wird Billy heilen, da wie ich keine Frau war. Und es passiert nicht so dort. Es ist ein gutes Haus. Und so sei Frau, was hast du für Wunder? Wo warst du bewiesen, dass du der Messias bist? Die Juden sehen an der anderen Stelle, das alles gedenkt zu Jesus. Wie sonst mal ein Wunder, dann wollen wir an die glauben. Während der ganzen Zeit über Wunder teilt. Vers 33. Das Brot von Gott ist da, der vom Himmel raufkommt, in der Welt dort Leben gibt. Na weet je, sie hatten hier reden zwischen von Moses, und die hatten dort Manna gegeben in der Wüste. Und das meiste Beste, dass sie sagen zu Jesus, ja, weißt Moses, ja. Moses gab uns all diese Sehen und dann eiten unsere Vorväter für Jahre Mann, aber du gibst uns ein Tag Brot und nu ist es durch. Und so Jesus sagt zu ihm, das Brot, was vom Himmel kommt, das Brot von Gott ist da, der vom Himmel raufkommt. Und hier ist das Ding. Glaubst du an eine Person oder glaubst du bloß an eine Lösung? Und welche Lieder merken, großer Unterschied. Ich kann nicht mal zu Menschen, die sagen, was mir fragen, glaubst du Gott an Heilen? Ich sage, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht an Heilen. Aber ich glaube an Jesus, was heilen kann. Und weißt du, der Unterschied ist sehr, sehr groß. Wenn du an Heilung glaubst, und das sozusagen dein Glaubensgrund, und das dann nicht passiert, dann ist es nicht. Aber wenn du an Jesus glaubst, und Jesus kann alles tun, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und einmal habe ich nicht verstanden, wohin hier some Dinge nicht tät, aber er ist Jesus, er ist Gott. Und das ist mein Anker, da sehe ich fast an. Und die anderen Dinge, die passieren oder nicht passieren, das ist Nebensache. Ich gehe nicht in Haus. Dann sehen sie einmal, Herr, gib uns Amazonbrot. Jesus hat von sich selbst geredet und heißt das Brot von Leben und so weiter, aber sie können euch verstehen. Das ist, was ich erst sehe. Sie sind so in ihre Brotglas band, dass sie hier nicht von der ewigen Glas. Das ist das Jagd und Verbiet. Die haben ein und andere Rede. Das ist ja eine Predigt, die wir vor jähren. Predigt soll nicht jähren, aber die wir. Und die Scheiten sind Reu. Und sie haben alle teglich geschoten. Und der Reu ist tot. Aber die fing kein Loch, irgendwo ein Bullet Hole oder was. Und ich kam in Englisch sagen, ein Game Warden. Das ist so eine Person, die du abhast oder alle recht tun. Ein bisschen Police für Jäger oder so was. Und Frauen sie den und vertalen davon und sie streiten sich, während sie geschoten haben. Okay, ich sehe den mit euch. Ein von dort wie ein Prediger, ohne wir nicht. Dann reden sie von fragt die Game Warden, dass du ein Prediger machst, als Jode hast, und dann sagt er, der Prediger hat ihn geschoten. Na, wo willst du dort sein? Weil das sind ein und dann auch ein anderer Rede. Das ist ja klar. Und so ist es hier mit dieser. Das ja ich ein und dann andere Rede, das ja ich dann bloß verbiese hier nicht mal, was Jesus sagt.
Einmal servieren wir jetzt dort. 35. Jesus aber Satan, ich sehe das Lebensbrot, wer an mich kämpft, dem wird nicht mehr hungern und wer an mich läuft, dem wird nicht mehr darschen. Dann wird ja so ein Fahrstil wie mit Ewigkeit im Sand verstehen, wenn wir in das leben, hier macht das wirklich nicht mal really sein, wenn wir haben Dinge in uns Leben, die nicht vorig sind, und wir haben Gebete, und wir beten für Dinge, und das ist uns hungern und gewisse Dinge, aber Gott hat gesagt, dass jährliche Rede, deine Sinne sind für du bist angenommen bei Gott, du bist einfach geherrlicht vor Gott, du fehlt nicht in deiner Erlösung in Christus. Du fehlt kein Brot mehr, du fehlt kein Eten oder sowas, das ist alles vor dich. Dann sagt er, ich habe ihnen gesagt, Vers 38, ich habe ihnen gesagt, die haben mir gesehen, aber die leben noch nicht an mir. Das ist ein interessantes Ding. Die haben mir gesehen, was die haben das Wunder gesehen, die haben Brot gegessen, die haben andere Wunder gesehen, aber die leben nicht an mir als der Messias. Alles, was die wollen eine Brotmaschine haben, wo je kann vielleicht einen Cent anstatten und kommt ein Brot rührt, das ist alles, was die wollen. Er sagt, mein Vater will, dass wer den sehen, sieht und am gleift, das ewige Leben haben soll, in dem, wo ich am letzten Tag von dort abweichen. So Jesus winkt, einmal war er jästlich, einmal war er eine Ewigkeit nah, und sie winken, einmal bloß noch Brot, und wir wollen Brot, wir wollen Brot, wir wollen Sehnungen, wir wollen die Beneficios haben, aber mit die, was wir nicht zu tun haben. Vers 41. Dann grimmt Säuden die Juden eben an, wie er gesagt hat, ich sehe das Brot, das von Himmel rauf gekommen ist. Sie sehen, als das Jesus nicht Josef sehen. Und wie kann sie ihn führen, seine Mutter? Wo kann der dann nur sein, als sie vom Himmel raufgekommen? Weißt ihr, Lied? Hier ist ein Prinzip, was in uns Leben eine große Rolle spielt. Wer ist Jesus? C.S. Lewis, der ist bekannt für sein, dass du kannst nicht sagen, dass Jesus als ein guter Mensch hat, ein moralischer Lehrer. Wenn ein Mensch diese Dinge sagt, was Jesus sagt, dann ist er entweder Gott oder der Teufel selbst, aber nicht ein feiner Mensch. Jesus legt dir nicht auf für uns. Insofern in einer Welt, von der Menschen sagen, oh ja, Jesus hat mal gelebt, er ist ein guter Lehrer, moralischer Lehrer, er hat großen Einfluss gehabt in der Welt, aber er ist nicht Gott und dort hofft nicht. Und so soll ich sagen, du bist Josef sehen, und wie kann dir die, wer leist du, dass du bist? Vers 53. Ich sage in der Worte, Jesus sagt dann, ich sage in der Worte, wenn ihr den Menschen sehen, sein Fleisch nicht eten und sein Blut nicht trinken, habt ihr kein Leben in Jünd. Und wenn ihr das Vers, dort ist ein bisschen so ein menschenverräter Vers, weiß man nicht, was würde man sagen, aber hier ist das Ding. Wenn du eten das, dort geht in deine Mehl, aber dort verträgt in deinen Körper. Dort geht in deinen Blutstrom, dort geht in deine Muskeln, in dein, na schmalt heavy nicht, aber anyway, so wird es dort, aber wenn wir trinken, dort wird Port von uns Körper. Na was ist von dort geht der? Da weiß ich Gott, aber das Ding ist, wenn du Jesus gleist, dort ist Jesus trägt durch dort jeder Aspekt, jeder Ding von deinem Leben ist verwickelt mit Jesus. Wenn du hast am gegessen, du hast am getrunken, aber überall reden wir von das. Das sind das Brot und der Wein und das repräsentiert sein Körper und Fleisch. Aber bedenk dir mal, Eva, du bist so fremd mit Jesus und du Arzt Jesus, du bist so vertieft mit ihm, der trägt durch und du hast nichts in deine Arbeit, in dein Denken, in deine Verhältnisse, du hast nichts, wo Jesus nicht der Mittelpunkt ist. Und so wie eten von ihm so zu sein. Er sagt wieder in Vers 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir in Ecken an. Und weet je, wenn wir so dort an Jesus glauben und wir sind bloß einfach vertieft mit ihm und er weiß, dass uns durch so zu sein. Ich meine, some von ihnen leiden Pickles an, nicht? Ein Pickles oder was immer, das sind über dem durch gewählt, dass man dort Erik und was immer ihre Band haben. Das ist ein bisschen die Idee hier. Die Juden wollen bloß Brot. Die Juden wollen bloß das Beneficio. Ja, von bloß Brot, dann wollen wir in ein Haus gehen, wir wollen nicht dein Freund sein, du sollst nicht unser Leser sein, wir wollen really wenig von dir, wir wollen Brot. Und das ist traurig zu sein, dass viele Christen, Menschen, was sie Christen an, Charakter dort leben von dir.
Aber jetzt auch, weil seilig worden, aber mit Jesus wirklich deut, was zu tun haben, forget it. Dann wollte ich mir noch was aufsagen. Dann wollte ich noch was von mir verlangen, was ich nicht will. Und so Menschen leben einmal so ein, ich will bloß Gott seine Gnade, aber dann wieder lob mich doch. Ich will nicht die Eden. Viele von seinen Jüngern sagen, das hier sehen, dort sind Horde wird, wer kann das verstehen? Und so, ja, dann zurück einmal. Jesus sagt, das Leben kriege ich durch den Geist. Das Fleisch kann dort nicht halten, die Wirte, die dreht sind Geist und die sind Leben. Und so Jesus sagt, meine Wirte, dass die mich sollen eten und trinken, sie, das sind Geist, soll die wieder. Und die macht wie den, was ich verstehen. Das sind Geist, soll die wieder. Und dann versaß es hastig. Und das ist der Hauptfarsch, was wir wollen sozusagen in den Stich gehen. Von da an gingen viele von seinen Jüngern drei und gingen nicht mehr mit an. Die Kirche ging in Haus. Ich habe noch never so beleefd dass 95% von der Kirche geht in Haus, wir sind durch. Das ist was hier passiert. So wir sind durch. So ich komme nur Brot. Jesus will entgästlich lernen zu sein, da haben wir nichts mehr zu tun. See you later. Dann sagt Jesus zu den 12, weil die auch weggehen. Dann sagt Jesus zu Levis Zeug. Dann sagt Jesus zu dir und zu mir, was die auch nicht gehen. Dann sagt Simon Petrus zu ihm, Herr, nur wem soll wir gehen? Dienen wir sind ewiges Leben. Und wir sind auch bei dir gekommen, dass wir glauben und weiten, dass du Christus Gott sein Helfer sehen wirst. Und das ist mir ein interessantes Bild, wenn ich das feststelle. Wir wissen nicht, wie viele Menschen da wären. Dort wären 5000, wir Brot, der Meier dort 5000 Männer. Vielleicht sind hier auch diese Menschen, die weiß ich weiß nicht. Aber sie holen sich mit Jesus und Jesus dreht gestlich, sie drehen noch Brot und das knackt nicht taub. Und über dem hat Jesus so eine strenge und fand ihr wieder, sie sagen, weißt du was, sieh you. Und sie gehen nach Hause. Und dann kann ich mir vorstellen, die Jünger, die stehen da. Und die kicken das alles so verlängern, die haben zugehört und ich weiß nicht, was alle durch ihr sind, und vielleicht kicken Petrus und Andreas oder Jakobus und Johannes, die kicken sich mit taub und dann gucken wir auch. Die anderen gehen alle in Haus, gucken wir auch nach Hause. Und Petrus sagt, ich gehe nicht nach Hause. Und ich will dir das anhört leiden von dir, ich gehe nicht nach Hause. Und ich kann dir nicht versprechen, dass die nicht wollen Dinge in ihrem Leben beleben, was menschlich nötig ist, nicht sein mehr. Wir hatten ganz das, was erwartet von Jesus. Und ich kann mein Leben Menschen begegnet und mit Menschen gehandelt, die so getäuscht werden mit Dingen. Einmal mit Menschen oder mit den Kirchen wieder, weil sie alles weggeflammt, ich sehe durch mit der ganz. Aber ich gehe nicht nach Hause. Amen. Lassen wir noch einmal sagen, ich gehe nicht nach Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Noch einmal, ich gehe nicht nach Hause. Ziemlich Schafura, Dankeschön für die Wut. Dankeschön, dass du uns live hast. Du wirst ein deutliches Verhältnis mit uns, Herr. Und wir danken dir dafür. Und ich bete, dass du uns festhalten, sei vollste Entscheidung, dass ich gehe nicht nach Hause. Aber ich halte fast an dir, als ich das verstehen kann oder nicht. Als ich es Sinn merkt oder nicht. Keiner, was ich belebt, keiner, was ich nicht geschafft habe, oder was ich geschafft habe, aber ich gehe nicht nach Hause. Amen. Ons heeft een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Dienstenis en Angst en Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser jeden best wo lebensjährig ist oder du noch mal hast geregt von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anluden, kann man es besiegen. Also deren sind gut für alle Menschen. Wie kommen wir alle sind das Maris Tag nach nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren und Gemeinschaft haben. Nur dort dann habe ich gute Leben, die Leute nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns das Nummer, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns wäre es schön, dass wir ein Part sein von den guten Plans, was Gott für dein Leben hat.
Wenn du gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr in YouTube noch kommt, dann würde ich gleich noch, du das subscribe auf den Klinger drücken, bis dort, was du dann anhören.